Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Frohe Ostern zusammen. Hallo, moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo und schön, dass ihr alle zusammen eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, zurück an der Tabellenspitze. Wir gewinnen 3:1 gegen Preußen Münster. Das war dann leider an der Stelle ein Spielchen, das ich an diesem Ostersonntag nicht verfolgt habe. Was heißt hier leider? Ich bereue es nicht. Ich habe euch ja im letzten Video berichtet, weshalb ich das nicht mehr mache an Ostern. Und naja, an Weihnachten finden Gott sei Dank eh keine Spiele statt. Aber gut, ich habe es wahrgenommen. Ich habe den Ticker verfolgt und jetzt eben habe ich dann noch den Nachbericht, naja, bei einem gewissen Portal mir angesehen. Ihr müsst nicht wissen, wo. Aber das soll jetzt auch keine Schleichwerbung oder dergleichen sein. Aber ja, ich habe noch, bevor die Zusammenfassung offiziell online gegangen ist, sie mir soeben angesehen. 3:1, endlich mal wieder ein Sieg mit einem höheren Ergebnis. Das hat uns sehr lange gefehlt. Ist auch ein bisschen was für den Wohlfühlfaktor. Ich kann jetzt auch nicht hier sagen, wie das gesamte Spiel verlaufen ist. Ich weiß nur, die Presse gibt Florian Kainz nichts weiter als eine 4. Ich glaube, es war zwar eine 4+, aber das ist halt so eine Sache, die ich an der Stelle nicht einfach so mal eben pauschal bewerten kann. Ich kann nur meine Gefühle mit euch hier an der Stelle teilen. Als ich dann zum Beispiel die Startaufstellung da am Tisch noch gelesen habe, Thielmann, der als rechter Verteidiger dann beginnen sollte, da dachte ich mir auch noch, ey, seid ihr euch sicher, dass es rechter Verteidiger ist? Habt ihr da vielleicht irgendwie einen Abstand zu viel reingebaut oder zu wenig? Aber ja, heute begann Jan Thielmann als rechter Verteidiger. Und das ist natürlich so eine Sache, da denke ich mir, sollen wir das wirklich noch überhaupt durchziehen? Hat doch irgendwie nicht geklappt bisher. Aber nun ja, heute hat es auf jeden Fall für einen Gegner wie Preußen Münster gereicht. Hat auf jeden Fall zum Erfolg geführt, denn, liebe Freunde, auch wenn da bei mir die Alarmglocken zuerst unnötigerweise geschrillt sind, legt er dann in der 11. Spielminute das 1:0 für unseren FC auf, verwandelt durch Tim Lemperle. Hey, es klappt ja doch noch. Es klappt ja doch noch, habe ich ja gar nicht mehr mitgerechnet. Ja, nice zu sehen. Kleines Abschiedstor wahrscheinlich. Ich meine, ja klar, der Wechsel ist ja durch. Wohin genau, ist ja noch nicht ganz offiziell, aber wir wissen es ja eben direkt. Der Ball prallt quasi von der Rippe des gegnerischen Torwarts ab. Das hätte noch gehalten werden können, aber gut. Chance genutzt, 1:0. In welcher Spielminuten war denn das nochmal? War es 39? Hab's jetzt auch nicht mal mehr so verfolgt. Hab nur, also jetzt nicht mehr mir gemerkt, sage ich mal eher, das 1:1 dann. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir das irgendwie Münsters Nes zuschreiben sollten oder ob das hier ein Traumeigentor von Timo Hübers war. Ich dachte mir auch noch so, nee, Mann, das war ja so kleiner, mein kleiner Geheimtipp. Also wäre beim letzten Geiß oder Bock beim Münze werfen die Münze auf der negativen Seite gelandet, dann wäre es tatsächlich ein 1:1 gewesen, das ich getippt hätte. Da dachte ich mir auch noch so, boah, nee, ey, warum muss es immer das Gegenteil sein? Aber gut, es sollte ja nur eine kurzfristige Sache sein. Nach einige Minuten später, in der 45. Spielminute, oder 45. plus noch irgendwas, VAR-Check. Der Münsteraner, Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, streckt den Arm zu weit aus. Der Ball prallt von ihm ab. Und ja, Elfmeter für uns. Und muss ich schon sagen, gekonnt verwandelt von Luca Waldschmidt. Der ist jetzt aktuell unser drittbester Torschütze damit. Ja, keine Ahnung. Was soll ich ja jetzt beanstanden? Immerhin bei den Elfmetern klappt es. Und dann sag ich mal, um einen netten Film aus den 90er Jahren zu zitieren, gut gemacht, Schwein. Also, von daher, ja, 2:1 zur Halbzeitpause. Natürlich Halbzeitführung und der FC, das ist immer so eine Sache bei mir, seitdem ich das Spiel gegen Karlsruhe in der Hinrunde verfolgt habe. Das ist immer so, ich fühle mich da nicht wohl mit einem 2:1. Aber gut, dann im Nachhinein in der zweiten Halbzeit dann die letzte einprägsame Szene, die ich noch sehen konnte in dieser Zusammenfassung, war das Tor von Damian Downs.
Oh Mann, geil. Geil. Er nimmt zuerst den Ball mit der Brust, dann rechter Fuß, linker Fuß, zack. Und Tor. Jetzt ist er unser bester Torschütze. Das hat mich natürlich ungemein gefreut. Wobei, ich möchte euch was zeigen. Vielleicht war das so ein bisschen vorausschauend. Ich habe ja schon lange keinen Fanartikel-Haul mehr gemacht. Erst recht keinen Leos FC Mega-Haul. Aber ja, vor einiger Zeit habe ich mir von dem Bre das Trikot gekauft. Ich habe jetzt auch das Heimtrikot in meiner Sammlung. Ja, aber ich glaube, kurz vor dem Spiel in Hannover mache ich noch mal so einen kleinen Fanartikel-Haul für euch, weil ich fahre hin. Ja, geil. Als Tabellenführer fahren wir dann nach Hannover, weil die Gegner haben wieder für uns gespielt, bis auf Magdeburg. Okay, Magdeburg, das ist dann wieder so eine Sache, da dachte ich mir, boah, das wäre noch so die Kirsche auf der Sahnetorte, auch wenn ich keine Kirschen auf Sahnetorten esse. Das wäre es noch gewesen. Jetzt rücken wir tatsächlich dem Aufstieg immer näher. Also es ist wirklich jetzt nur noch eine Frage von Wochen, wenn das so weitergeht natürlich. Aber ich sag ganz ehrlich, wir haben so viel Glück, das Glück, das uns letztes Jahr gefehlt hat. Wir spielen keinen besonders tollen Fußball. Heute endlich mal wieder was den Leuten, die anwesend waren, geboten. Nein, ich bereue es nicht, dass ich nicht da gewesen bin. Ich habe den Family-Tag heute genossen. Meine Güte. Dafür fahre ich nächste Woche nach Hannover. Das dritte und dann auch für mich letzte Auswärtsspiel in diesem Jahr. Weil, wie schon gesagt, das Spiel in Nürnberg, das fällt dann leider auf den Freitag. Wird nicht klappen. Aber mein Wunsch an der Stelle ist, mir ist das egal, ob wir jetzt irgendwie als Taubi hat das ja vorhin gut ausgerechnet. Oder was heißt vorhin? Vorhin vor dieser Aufnahme. Ich überlege noch, wann ich hier veröffentliche. Dass wir eventuell der Rekordmeister der zweiten Liga werden könnten. Aber komm, will ich das wirklich sein? Will ich mich wirklich damit rühmen? Ich will einfach nur aufsteigen. Und ich hoffe aus tiefstem Herzen, weil es nächste Woche noch nicht möglich ist. Aber es gibt, glaube ich, rechnerisch die Chance, gegen Regensburg zu Hause aufzusteigen. Und das ist so mein innerlicher Wunsch. Also sollten wir gegen Regensburg tatsächlich aufsteigen, sollte es sich anbahnen, so circa 10 Minuten vor Spielende, dass wir dieses Spiel dann auch gewinnen und dass das endgültige Ergebnis sein wird, das uns in die erste Liga zurückbringt, dann bereite ich mich schon mal vor und mache mich parat für einen Platzsturm. Natürlich nicht allein, aber sollte ich sehen, dass die Süd irgendwas vorhat, ich mache mit. Und auch wenn ich keine Stadion-Vlogs mache, das ist das Einzige, was ich für euch aufnehme. Ich werde aufpassen, wen ich aufnehme, wie ich aufnehme, aber ja, tut mir leid. In die Höhle des Löwen begebe ich mich dann an der Stelle. Ich nehm's auf. Und sei es nur meine Fresse. Aber ich nehm's auf. Das habe ich jetzt mir fest vorgenommen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen cringe ist, aber mir doch egal. Meine Güte. Das ist jetzt ja auch mein kleines Fan-Tagebuch. Ja. Ich denke mal, wir sollten uns damit zufrieden geben. Der Osterhase hat uns mit 3 Eiern beschenkt, kann man so sagen. Die Pose passt ja perfekt. Ja, und von daher sollen wir doch mal echt mal die Feste feiern, wie sie fallen. War wirklich ein schönes Ergebnis diesmal. Das war kein 1:0 oder sowas, wo man sagen könnte, boah, unter anderen Umständen hätten wir verloren. Nein, wahrscheinlich keine gute Feinschmeckerkost in Sachen Fußball. Die einen oder anderen haben es schon geschrieben. Aber es macht sich gut auf der Anzeigetafel, muss ich sagen. Von daher heute mal zufrieden. Heute werde ich mal nicht rumbitschen und ja, glücklich und zufrieden, sage ich mal an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.